Hallo meine lieben Techies, ich bin der Troy und es ist wieder mal so weit Troy's Tech Talk und in der heutigen Folge schauen wir uns das Gerät an. Das ist ein Medion Supercharged 14S1 Elite, ein Copilot Plus Notebook mit einem Qualcomm Snapdragon X Elite Prozessor drin. Es verspricht eine sehr lange Akkulaufzeit, das werden wir testen. Wir schauen uns sonst noch an, was das Gerät kann und ich würde sagen, zuerst gehen wir mal direkt ins Unboxing rein. Das Medion Supercharged 14S1 Elite kommt in dieser Verpackung her. Wir haben das Medion-Logo drauf und ganz gross Unleashing Imagination. Wir haben sonst auf der Verpackung nicht viel aufgedruckt. Also machen wir das Ding auch direkt auf und schauen, was dort drinnen ist. Das Gerät selber ist sehr gut verpackt und geschützt in einer Luftpolsterfolie. Wir schauen uns aber zuerst mal an, was wir an Zubehör haben. Wir haben das Netzteil, das das Gerät mit Strom versorgt per USB-C. Natürlich mit dem passenden Stromkabel. Und hier haben wir das Gerät selber. Beigelegt sind wie bei fast allen Geräten eine Kurzanleitung und Sicherheitshinweise in diversen Sprachen. Beim Auspacken ist mir schon mal direkt aufgefallen, dass das Gerät eine sehr angenehme Textur hat und hochwertig wirkt. Unter dem Display haben wir unter anderem eine wichtige Info. Es geht darum, dass das Gerät in einem Transportmodus ist, wenn man es das erste Mal auspackt. Und das verhindert, dass, wenn sich das Gerät aus Versehen einschaltet, dass sich der Akku entlädt. Also man muss zwingendermaßen zuerst das Netzteil, respektive den Strom, verbinden mit dem Gerät, damit man es dann auch einschalten kann. Weiter haben wir zwischen Display und Tastatur den Schutz, den man kennt von anderen Notebooks. Wir haben nützliche Infos aufgedruckt, wie wo ist welcher Port. Wir haben auch nochmal die Info bezüglich dem Transportmodus aufgedruckt und dass ein McAfee LiveSafe kostenlose 30 Tage Testversion vorinstalliert ist. Was dann aber wirklich genau vorinstalliert ist, schauen wir uns nachher noch genauer an. Aber natürlich müssen wir zuerst mal das Gerät in Betrieb nehmen und die ganze Windows-Einrichtung machen, wie man es kennt. Wie schon erwähnt, wird das Gerät mit dem Netzteil über USB-C mit Strom versorgt. Wir haben auf der linken Seite tatsächlich den einen USB-C-Anschluss am Gerät. Nach dem erstmaligen Einschalten vom Gerät muss man natürlich zuerst mal Windows einrichten, wie man es kennt von anderen PCs und Notebooks. In diesem Fall ist Windows 11 vorinstalliert. Man tut sich dann auch mit dem Wi-Fi verbinden, damit es die neuesten Updates herunterladen und direkt installieren kann. Man muss sich dann auch mit einem Microsoft-Konto anmelden. Der ganze Prozess hat bei mir ca. 40 Minuten gedauert, bis ich dann effektiv auf dem Desktop war. Während die Installation läuft, würde ich sagen, wir schauen uns schnell die Specs an von diesem Gerät. Das Medion Supercharged 14S1 Elite hat einen Qualcomm Snapdragon X Elite Prozessor drin. Das ist ein 12-Kern-Prozessor mit bis zu 3,4 GHz. Das Gerät hat 32 GB LPDDR5X Arbeitsspeicher verbaut sowie ein 1 TB NVMe SSD. Es gibt aber tatsächlich auch noch eine günstigere Variante vom Gerät. Die hat 16 GB RAM verbaut sowie 512 GB SSD. Das Display ist ein 120 Hz 14 Zoll Display mit einer Auflösung von 2880 x 1800 Pixel. Also wir haben ein Seitenverhältnis von 16:10. Die maximale Helligkeit vom Display beträgt 400 Nits und hat eine 100% sRGB Farbraumabdeckung. Zudem haben wir Wi-Fi 7 und Bluetooth 5.4 verbaut. Dann haben wir eine Full HD Webcam verbaut. Das Gerät hat eine Tastaturbeleuchtung, Fingerabdrucksensor und das Gehäuse vom Notebook besteht aus Aluminium.
Verbaut ist zudem ein Akku mit 65 Wattstunden, der gemäss Medion bis zu 17 Stunden Akkulaufzeit verspricht. Es sind 4 High-Definition-Lautsprecher verbaut. Und vorinstalliert ist, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, Windows 11 Home mit dem Copilot Plus AI-Paket. Es ist eine kostenlose Testversion von Microsoft 365 dabei, sowie von McAfee LifeSafe eine kostenlose 30-Tage-Testversion. Maß vom Gerät sind 31,3 x 1,69 x 22,5 cm und das Gerät wiegt 1,4 kg. Schauen wir uns noch schnell die Ports an, die das Gerät hat. Auf der rechten Seite des Geräts haben wir einen USB 3.2 Generation 1 Type A USB-Anschluss. Dann haben wir einen Audio-Kombi-Anschluss, wo man Kopfhörer anschliessen kann oder auch ein Mikrofon. Was ich sehr interessant finde, ist, wir haben auch noch einen kleinen Schalter, um die Webcam ein- und ausschalten. Das heisst, wenn man sich beobachtet fühlt, kann man tatsächlich die Webcam physisch ausschalten, sodass kein Programm mit Zugriff auf die Webcam hat. Dann haben wir auf der linken Seite einen USB 4 Type-C Anschluss mit Display Output. Das ist auch der Anschluss, wo man das Netzteil anschließt. Weiter haben wir einen USB 3.2 Generation 2 Type A Anschluss sowie einen Full-Size HDMI Ausgang. Während der Installation von Windows 11 kann man auch noch den Fingerabdrucksensor einrichten, sodass man Windows dann sperren kann, indem man auch den Einschaltknopf berührt, was ich sehr praktisch finde. Und wie gesagt, nach ca. 40 Minuten Windows einrichten, Installation, Updates und so weiter, landet man dann auf dem Desktop. Und das Erste, was ich jetzt zuerst mal umstelle, ist, ich schalte auf Dark Mode, weil ich das einfach gerne habe. Und nachher schauen wir direkt mal in das Programm rein. Was ist denn vorinstalliert? Und wenn ich Programm so durchgehe, muss ich sagen, wir haben grundsätzlich keine Bloatware. Wir haben von McAfee 2 Programme installiert. Das finde ich okay. Also wie man sich von Medion gewohnt ist, tatsächlich wenig bis gar keine Bloatware, was ich sehr schätze. Was ich bei einem Notebook auch immer sehr wichtig finde, ist das Touchpad. Wie lässt sich das bedienen? Vor allem, wenn man wirklich unterwegs ist und keine Maus anschliessen kann oder Platz hat für eine Maus. Dann muss das Touchpad verheben. Und ich muss sagen, das Touchpad hat eine angenehme Größe. Die verschiedenen Gestenfunktionen funktionieren sehr gut mit Scrollen und so weiter. Was mir allerdings aufgefallen ist beim Touchpad ist, wenn man es einfach nur antippt, also nicht wirklich drauf drückt und den Klick auslöst in dem Sinn. Auch schon beim Antippen macht es immer das Klickgeräusch. Je nachdem, wo man den Finger hat, weiter oben macht es weniger. Weiter unten hört man allerdings dann immer das Klickgeräusch. Das stört mich ein bisschen. Aber funktionieren tut es trotzdem sauber. Und vielleicht gibt es auch Leute, die das gerne haben, wenn es beim Tippen amigs noch so ein akustisches Feedback gibt. Das ist auf jeden Fall einfach meine Meinung dazu. Etwas, was für den 0815-User vielleicht nicht so relevant ist, aber mich wundernimmt, ist, was können wir im BIOS denn umstellen? Also gehen wir mal schnell ins BIOS hin auf dem Gerät und schauen dort rein. Wir haben im BIOS natürlich einerseits die ganzen Hardware-Informationen, nochmal, was ist in diesem Gerät effektiv verbaut. Wir haben ein paar Temperaturangaben. Dann können wir auch diverse verbaute Hardware ein- und ausschalten im BIOS, wie zum Beispiel Wi-Fi, Bluetooth, Audio und so weiter. Dann haben wir logischerweise noch ein paar Sicherheitseinstellungen im BIOS, die man machen kann, wo ich jetzt aber nicht weiter darauf eingehe. Und natürlich noch die ganzen Boot-Einstellungen, die man vornehmen kann im BIOS, wie man es kennt. Jetzt ist das Gerät natürlich nicht ein Gaming-Gerät, wie es typischerweise immer so ist in den Trice Tech Talks. Ich habe mir aber gedacht, hey, wir machen trotzdem einen kleinen Benchmark. Zu diesem Zweck habe ich mir Cinebench heruntergeladen in der ARM-Version, zum Performance von der CPU testen. Wir haben schlussendlich einen Benchmark-Wert von 696 Punkten bekommen im Multicore und 106 Punkte im Single-Core-Modus. Und während dem Benchmark ist das Gerät natürlich auch das erste Mal ein bisschen ins Schwitzen gekommen. Ich habe den Moment genutzt, um auch die Lautstärke zu testen von den Lüftern. Das Notebook hat auf der Unterseite die Aussparungen für die Lüfter, die wir hier sehen. Und während der Cinebench Benchmark gelaufen ist, sind wir auf eine Lautstärke von ca. 42,2 Dezibel gekommen. Das ist hörbar, hat mich jetzt aber nicht gestört. Zudem, wir lassen ja auch nicht immer einen Cinebench laufen.
Und darum habe ich die Lautstärke auch noch gemessen, wie sie ist, wenn man einfach nur ein YouTube-Video schaut. Und da haben wir dann einen Wert von 33,9 Dezibel, was eigentlich auch schon fast nicht mehr hörbar ist, meiner Meinung nach. Also sehr gut. Und was ich natürlich auch getestet habe bei diesem Gerät, ist die Akkulaufzeit. Median verspricht eine Akkulaufzeit von 17 Stunden. Ich habe ein bisschen umgetestet. Ich muss sagen, ja, ich komme auf die 17 Stunden, aber dann ist alles sehr abgeregelt. Also Helligkeit ist abgeregelt und es läuft dann auch kein Programm. Also der PC ist dann quasi im Idle-Modus. Ich habe mir aber gesagt, hey, ich werde das Ganze testen. Erstens mal mit Out-of-the-Box-Einstellungen, also Helligkeit nicht abgeschraubt, Energiesparplan ist auf ausbalanciert, wie er standardmäßig ist. Und ich habe ein 4K YouTube-Video laufen, also ein 10 Stunden Kaminfeuer-Video habe ich tatsächlich laufen. Und schlussendlich hat das Gerät in diesem Modus 9 Stunden durchgehabt, was sehr viel ist. Also klar, 9 Stunden sind nicht 17 Stunden, aber 9 Stunden Video konsumieren, 4K, mit einer Helligkeit, wo man dann auch wirklich anständiges Video schauen kann, ist beeindruckend. Also zusammengefasst, ja, die 17 Stunden, die Medion verspricht, sind möglich, aber realistischerweise, wenn man wirklich etwas macht, dann sind es eher weniger. Und jetzt habe ich natürlich auch das Gerät ein bisschen testen in meinem Workflow. Darum habe ich gedacht, hey, ich schneide einen Teil vom Tech Talk auf dem Notebook und schaue mal, wie das performt. Und jetzt ist es sehr wichtig zu erwähnen, ich arbeite im Videoschnitt mit Adobe Premiere Pro und es ist so, dass Adobe noch keine Version anbietet von Premiere Pro für ARM-System. Das ist auch eine Meldung, die kommt, wenn man es installieren will. Dann steht, hey, wir installieren die Version für Intel-basierte Systeme. Aber nichtsdestotrotz habe ich das getestet mit Adobe Premiere Pro, haben wir das installiert, habe einen kurzen Teil vom Tech Talk geschnitten auf dem Gerät und muss sagen, hey, das Gerät ist sehr gut zurechtgekommen. Es ist 4K-Videomaterial. Ich habe nicht irgendwie das Gefühl gehabt, es ist langsam oder es ist laggy. Also ich konnte sehr gut damit arbeiten und habe da wirklich keine Kritikpunkte. Es ist für mich sauber gelaufen. Ich habe dann auch den Videoteil rausgerendert auf dem Gerät. Auch das hat sauber funktioniert. Das Einzige, was mir in diesem Moment aufgefallen ist, ich habe einen USB-C SSD, eine externe USB-C SSD müssen anschliessen. Und für das habe ich natürlich dann immer müssen den Strom ausstecken, SSD einstecken. Also, was ich eigentlich sagen will, mir fehlt so ein bisschen ein weiterer USB-C-Port an dem Gerät, aber hey, wie gesagt, wir haben einen USB-C 4-Port, aber auch noch 2 USB 3 Full-Size-Ports. Also, man hat schon seine Ports, aber ich hätte mir einfach noch einen USB-C-Port mehr gewünscht. Meine Meinung. Und wie ich schon erwähnt habe, das Gerät ist kein Gaming-Notebook, es ist nicht auf Gamer abzielt. Also es macht nicht gross Sinn, wenn man sich Games aufs Gerät installiert. Aber natürlich habe ich es trotzdem gemacht. Und zu diesem Zweck habe ich mir 2 Games ausgewählt. Das sind nicht Shooter-Games. Ich habe wirklich gedacht, hey, etwas, wo man auf dem Notebook auch noch irgendwie anständig spielen kann. Ich habe mir ausgewählt Jurassic Park Evolution 2, ein Game, das ich ja auch damals auf unserem Twitch-Channel gestreamt habe. Und dann habe ich mir noch ein zweites Game ausgewählt, das relativ neu ist, nämlich Riven. Ja, also man kennt das alte Point-and-Click-Spiel Riven, Nachfolger von Myst. Und das gibt es jetzt in dieser 3D-Variante. Und ich habe gedacht, hey, das wäre vielleicht auch noch etwas, wo ich vielleicht mal ab und zu unterwegs würde gamen. Also habe ich auch das noch getestet. Wir schauen schnell, wie die Games laufen, wie sie performen. Im Jurassic World Evolution 2 ist mir als allererstes aufgefallen, hey, es läuft zwar einigermaßen flüssig mit irgendwie so um die 40 FPS. Das sind auch Default-Einstellungen jetzt in dem Moment. Aber mir werden Gebäude nicht angezeigt auf der Map. Also die Map sollte eigentlich nicht leer sein, so wie wir sie jetzt sehen, sondern dort sollten schon Haufen Gebäude sein. Das ist ein Safe-Game, das ich geladen habe. Also das Game hat tatsächlich wahrscheinlich Probleme mit dem ARM-Prozessor. Also es ist nicht optimiert halt auf die ARM-Architektur. Und das ist tatsächlich ein Problem, das ich fast ein bisschen erwartet habe. Und es ist dann auch egal gewesen, wie ich die Einstellungen verändert habe. Mir hat es eigentlich die Gebäude nicht angezeigt. Also leider habe ich mit Jurassic World Evolution 2 gerade ein Spiel gewählt, das leider nicht richtig läuft auf dem System. Wir gehen aber noch schnell weiter zu Riven. Auch das habe ich angetestet. Und zuerst einmal ist es gelaufen. Ich habe ein bisschen an den Einstellungen geschraubt, damit ich ein bisschen mehr Frames bekommen habe. Schlussendlich habe ich
genug Frames gehabt. Ich habe dann aber während dem Spielen tatsächlich gemerkt, dass es ab und zu so ein bisschen stockt. Und jetzt in meinem Fall ist leider das Game auch abgestürzt dann mit einer Fehlermeldung. Ja, ich habe da wahrscheinlich jetzt 2 Games verwünscht, die nicht wirklich gut laufen. Aber ich habe gedacht, hey, ich nehme jetzt auch mal 2 Games, teste die. Habe jetzt halt leider Pech gehabt. Was man dazu sagen kann zum Thema Gaming auf dem Notebook: Schaut, ob die Games wirklich kompatibel sind mit ARM. Und wenn ja, bringt das Gerät doch eine betrachtliche Leistung für Games auch. Ich habe auch immer gelesen, dass zum Beispiel Fallout 4 problemlos läuft auf ARM-System. Aber wie gesagt, das Notebook ist kein Gaming-Notebook. Es wird auch nicht als solches angepriesen. Also ich habe das nur schnell getestet, weil es mich als Gamer halt einfach Wunder genommen hat. Jetzt ist ja das Notebook ein sogenanntes Copilot Plus Notebook. Da stellt sich natürlich die Frage, was macht das Notebook denn zu einem Copilot Plus Notebook? Und diese Frage stellen wir am besten direkt Copilot. Wir haben auf unserem Gerät eine Taste für Copilot, die wir drücken können, und dann geht die Copilot-App auf. Die Copilot-App stellt, simpel gesagt, eigentlich einfach die Webseite, die Copilot-Webseite in einer App dar. Man kann Copilot also auch im Browser besuchen. Aber sie geht per Knopfdruck direkt auf. Und jetzt fragen wir da mal, was sind die Anforderungen für ein Copilot Plus Notebook? Fragen wir das mal schnell und schauen schnell, was Copilot uns da als Antwort gibt. Okay, schon mal sehr interessant. Also, ein Copilot Plus Notebook muss bestimmte technische Anforderungen erfüllen, so zum Beispiel ein Prozessor mit beispielsweise einem Snapdragon X Plus oder Snapdragon X Elite, was in unserem Gerät verbaut ist. Es hat Mindestanforderungen von 16 GB DDR5 oder LPDDR5 RAM und es muss mindestens 256 GB SSD-Speicher haben. Und dann braucht es eine sogenannte NPU, die mindestens 40 Trillion Operations per Second leisten kann, was das Gerät auch erfüllt. Und das macht das Medion Supercharged 14 S1 Elite zu einem sogenannten Copilot Plus Notebook. Und als solches hat es im Windows 11 dann auch Zugriff auf spezielle KI-Funktionen. Wir schauen uns schnell auf der Webseite an, was das für Funktionen sind. Es ist hier schön beschrieben. Das sind die Funktionen, die zum Teil noch nicht verfügbar sind. Also wir haben zum Beispiel die Recall-Funktion, die demnächst verfügbar ist. Aber diese Recall-Funktion hilft eigentlich, Sachen wieder zu finden, wo man gesehen hat, also sei es ein Dokument auf dem Notebook oder ein E-Mail oder eine Webseite, die man mal besucht hat. Dann kann man endlich Copilot einfach fragen oder man kann beschreiben, an was man sich erinnert, und dann sucht Copilot quasi nach dem Dokument, nach dieser Webseite und bringt da die möglichen Ergebnisse. Weiter haben wir die Funktion Co-Creator, die schauen wir uns nachher genauer an, weil die ist verfügbar. Dann haben wir Live-Untertitel, das ist auch eine Funktion, die ist verfügbar, schauen wir uns ebenfalls an. Sowie auch die Windows Studio-Effekte für die Webcam, das schauen wir uns auch an. Aber das sind grundsätzlich die Hauptfeatures von einem Copilot Plus PC. Die können möglicherweise auch noch ausgebaut werden von Windows. Wie gesagt, Recall, das ist das Einzige, das aktuell nicht verfügbar ist, das wir also nicht testen können. Bevor wir jetzt aber in die spezifischen Copilot Plus Funktionen reingehen, wie zum Beispiel Co-Creator, werde ich nochmal schnell wechseln zum eigentlichen Copilot App und werde dort noch schnell ein paar Sachen testen. Also man kann hier immer ein neues Chatfenster aufmachen. Das ist sehr ähnlich wie ChatGPT. Und ich habe gedacht, hey, ich frage jetzt da mal so ein paar Sachen, wie zum Beispiel, ich möchte einen Tech Talk über das Medion, wie schreibt sich das, Supercharged 14 S1 Elite machen. Wie baue ich diesen am besten auf? Okay, mal schauen, was Copilot uns hier vorschlägt. Also Copilot macht schon mal
einen sehr, sehr umfangreichen Vorschlag, wie wir den Tech Talk gestalten können. Und Folgendes bekommen wir als Antwort. Ein Tech Talk über das Medion Supercharged 14 S1 Elite kann sehr spannend sein. Hier ist ein Vorschlag, wie du deinen Vortrag strukturieren könntest. Es geht jetzt davon aus, dass ich einen Vortrag mache, aber ist ja grundsätzlich nicht verkehrt. Wir haben eine Einleitung, Begrüßung, Thema vorstellen, Überblick über das Gerät, das macht alles Sinn. Sogar die technischen Spezifikationen werden da aufgelistet und sie sind auch korrekt. Es trifft tatsächlich auf das Modell zu, das ich auch hier vor mir habe. Als drittes haben wir besondere Funktionen. Leistung, Akku, Laufzeit habe ich auch abgedeckt beim Vergleich mit anderen Geräten. Das habe ich jetzt nicht gemacht in meinem Tech Talk, weil ich keine anderen Geräte zum Testen habe. Ein Fazit, das fällt noch in meinem Tech Talk. Aber grundsätzlich, es ist auch schon mal ein sehr guter Vorschlag, basierend auf einer kurzen Frage. Vielleicht müsste ich da noch ausführen, was denn ein Tech Talk genau ist, also dass es im Videoformat ist und so weiter, damit ich da noch eine bessere Antwort bekomme. Aber das ist schon mal sehr cool, was ich da bekomme. Das ist auch etwas, wo ich so ähnlich jetzt von ChatGPT auch würde erwarten, so eine Antwort. Aber ich werde jetzt gerne noch ein paar andere Sachen fragen. Wir machen nochmal ein neues Fenster auf und wir fragen mal, weil ja Copilot auch Zugriff hat aufs Internet. Was ist Troy's Tech Talk von Brack.ch? Ich habe das Brack.ch jetzt noch reingenommen, weil es gibt, glaube ich, auf YouTube noch einen anderen Troy's Tech Talk. Nicht, dass er da die falschen Ergebnisse bringt. Also tun ich es spezifizieren. Und er bringt als Antwort, Troy's Tech Talk ist eine Serie von Brack.ch, in der Troy verschiedene technische Geräte und Gadgets testet und vorstellt. In diesen Videos gibt er detaillierte Einblicke und Bewertungen zu Produkten. Zum Beispiel hat er kürzlich den Tobii Eye Tracker 5 getestet, der Kopf- und Augenbewegungen für ein immersives Gaming-Erlebnis verfolgt. Und das ist grundsätzlich schon mal richtig. Also er sagt, was ist es und bringt sogar noch ein Beispiel und wir haben auch immer noch Quellenangaben drin, was auch noch sehr spannend ist. Jetzt nimmt es mich Wunder, was er denn zu meiner Person noch ergänzen kann. Was macht denn Troy sonst noch? Bin ich gespannt, was er da bringt. Neben seinen Tech-Reviews bei Brack.ch ist Troy auch in anderen Bereichen aktiv. Er moderiert verschiedene Events und Webinare. Was nicht stimmt. Ich weiß nicht, woher dass er jetzt das hat und ich habe jetzt auch leider keine Quellenangabe. Okay, interessant. Also ich moderiere keine Events, ich mache auch kein Webinar. Ich mache mal schnell ein neues Fenster auf und frage ihn, losgelöst jetzt vom Kontext Troy's Tech Talk, wer ist Troy Hammaren? Das nimmt mich jetzt Wunder, was er da dazu sagen kann. Weil Copilot kann ja effektiv als Web durchsuchen und entsprechend die Antworten bringen. Troy Hammaren ist ein Schweizer Hobbygamer und Streamer, der hauptsächlich auf Twitch aktiv ist. Er streamt in der Regel jeden Samstagabend und bietet interaktive Unterhaltung mit vielen Spielereien und Effekten, oft auf Schweizerdeutsch, was absolut korrekt ist. Und etwas, was Copilot App auch kann, ist Bilder generieren und das probieren wir jetzt auch schnell. Und ich mache jetzt auch spontan irgendetwas. Generiere mir ein Bild von einem Copilot. Jetzt müsste ich es noch richtig schreiben. Copilot Plus Notebook, das über die Schweizer Berge fliegt. Das ist jetzt einfach irgendetwas, aber es nimmt mich Wunder, was jetzt Copilot mit dem macht. Er sagt, ich werde versuchen, das zu erstellen und dann bekommen wir die Ansicht, das sieht schon mal sehr gut aus. Er ist also irgendetwas am Machen. Und das Ganze ist Cloud-basiert, das heisst, das passiert nicht lokal auf dem Gerät. Das wird in der Cloud jetzt generiert und die Ergebnisse werden hier zugeschickt. Interessant, wir schauen mal schnell, was wir hier bekommen haben. Okay. Interessant. Jetzt sehen wir, er nimmt das Flugzeug rein
Ich weiß nicht wieso. Vielleicht wegen Co-Pilot, ich bin mir nicht sicher. Aber das ist auf jeden Fall eines von diesen Ergebnissen. Sehr interessant. Wir haben weiter das da. Wir haben hier eine Drohne, die jetzt rumfliegt. Wir haben ein Notebook, ja. Auch sehr interessantes Bild. Was haben wir denn da noch? Okay, da wird ein Flugzeug anscheinend remote controlled. Aber auf jeden Fall, Berge, die Schweizer Berge haben wir drauf. Es sieht sehr schön aus. Es macht tatsächlich nicht so viel Sinn, aber mein Prompt an sich ist auch sehr speziell. Und da haben wir nochmal ein Flugzeug, ein Notebook und die Schweizer Berge, einen See. Also sehr interessant. Und so Zeug kann man auch machen mit Copilot. Man kann sich Bilder generieren und nicht nur das, man kann sich tatsächlich auch über Plugins, wenn man das entsprechende Plugin von Suno aktiviert, kann man sich sogar Songs generieren lassen. Und das ist jetzt auch noch etwas, was ich gerne testen will. Und auch da, wie machen wir das am besten? Generiere mir einen Song über Troy's Tech Talk. Nimm auch Dinge wie Käse, Schokolade und Schweizer Berge mit rein. Also, wir machen hier einen schweizerischen Song über Troy's Tech Talk. Einfach irgendetwas, aber ich bin gespannt, was er damit macht. Okay, jetzt verwendet der Suno-Plugin, das wir aktiviert haben in den Plugins und bringt uns den Text. Also wir haben die Strophen und den Refrain und so weiter in Textform. Ich hoffe, dir gefällt der Song. Wenn du noch mehr Songs erstellen möchtest, besuche einfach die Suno-Website. Ich würde ihn jetzt eigentlich gerne hören. Aber irgendwie weiss ich nicht wie. Wie kann ich denn den Song hören? Und entschuldige die Verwirrung, der Song, den ich für dich erstellt habe, ist noch nicht verfügbar. Du kannst ihn jedoch bald auf der Suno-Webseite anhören. Das ist interessant. Da müsst ihr also jetzt auf Suno gehen. Aber okay, jetzt bin ich auch auf der Suno-Webseite. Ich hatte jetzt gedacht, dass er mir hier den Song direkt ausspuckt. Das macht irgendwie nicht gross Sinn. Ich glaube, eigentlich müsste der Song direkt hier bringen. Kannst du den Song denn nicht hier direkt verlinken? Beziehungsweise anzeigen? Schnell schauen, was er da dazu meint. Ja, Verwirrung. Okay, die gleiche Antwort nochmal. Das finde ich sehr speziell. Ich werde jetzt das nochmal testen. Generiere mir einen Song über Troy's Tech Talk von rock.ch. Schauen wir schnell, ob er mit dem Prompt an sich Probleme hat. Wir machen schnell einen neuen Prompt, der etwas einfacher ist. Und schauen, was er uns da ausspuckt. Entschuldige die Verwirrung, der Song. Okay. Das finde ich jetzt ein bisschen schade. Probieren wir das schnell in einem neuen Prompt-Feister. Verwendet Suno. Das ist schon mal gut. Okay, wir bekommen noch mal irgendetwas. Oh, das sieht schon viel besser aus. Wir bekommen, glaube ich, einen Song, der genau besteht aus 2 Strophen. Aber es nimmt mich Wunder, wie es tönt. Und es ist auf Englisch, okay, ich glaube, es ist vielleicht auch eher auf Englisch ausgelegt, Suno, ich bin mir nicht sicher. Aber es tönt schon mal gut mit Tech News coming at you fast. Stay tuned, the updates last. Gadgets glowing in the light, all things tech making it right. Ich habe mir jetzt erhofft, dass er noch ein bisschen mehr bringt. Aber ich glaube, wir können tatsächlich jetzt reinhören. Machen wir das schnell?
last. Gadgets glowing in the light, all things tech making it right. Und jetzt hat er wahrscheinlich nicht mehr, was ich singen kann. Wahrscheinlich kommen jetzt noch ein bisschen Instrumental Parts. Ich finde es ein bisschen schade. Ich werde jetzt hier nochmal schnell auf das fragen. Kannst du noch mehr Text hinzufügen und integriere den Begriff Troy's Tech Talk auch noch. Schnell schauen, ob er jetzt quasi den Song auf dem Song kann aufbauen kann oder ob er komplett etwas Neues bringt. Okay, wir haben wieder ganz etwas Kurzes. Wir haben eine Strophe. Jetzt haben wir tatsächlich aber einen Refrain. Aber er hat meinen Wunsch ignoriert, dass Troy's Tech Talk als Begriff vorkommt. Wir hören nochmal schnell in das rein. Aber das sollte ich euch auf jeden Fall mal so grob eine Idee geben, was dann zum Beispiel jetzt auch Suno kann oder das Suno-Plugin im Copilot. Man kann übrigens auch auf die Suno-Webseite gehen und sich dort die Songs generieren. Future Tech all around. True. So jetzt, wo wir uns ein bisschen die Copilot-App angeschaut haben und verschiedene Sachen gefragt haben und verschiedene Sachen verlangt haben, gehen wir mal schnell schauen, was denn die Copilot Plus-Funktionen sind, die uns auf dieser Webseite von Microsoft versprochen worden sind. Wir schauen nochmal schnell. Recall haben wir noch nicht. Co-Creator. Also, was machen wir? Wir machen zuerst mal einen Kreis. Einen Kreis und dann füllen wir den füllen mit so einem Gel. Upsla, das war nicht Füllen, das ist Füllen. Wir füllen mit einem Gel. Und dann machen wir ein paar rote Flecken drauf. Schnell den ein bisschen grösser. So. Ja. Salami. Und ganz wichtig, wir machen noch Ananasstückchen auf Pizza. Weil Pizza Hawaii einfach die beste Pizza ist, was es gibt. Und ich glaube, jetzt müssen wir hier noch sagen, was wir wollen. Pizza mit Ananas. Und wir bekommen tada! Eine Pizza ohne Ananas. Auf jeden Fall sehe ich sie nicht, die Ananasstückchen. Vielleicht sind das die Ananasstückchen, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, Copilot ist nicht Fan von Pizza Hawaii. Das ist auch möglich. Aber grundsätzlich ist das, was man machen kann. Jetzt nimmt es mich Wunder, ob wir noch ein Getränk machen können. Jetzt meine Zeichenkünste. Machen wir da. Ja, machen wir das hier hin. Und hier innen ist jetzt natürlich Wasser. So, dann das noch füllen. So. Was mache ich da? Geht das nicht? Ich würde da gerne. Keine Ahnung, was er jetzt hier genau macht. Irgendetwas Spezielles ausgewählt wahrscheinlich. Okay, aber da ist schon mal irgendetwas entstanden, aber nicht da, wo ich will. Mit einem Glas Wasser. Okay. Finde ich gut. Finde ich tatsächlich nice. Wir haben noch ein Glas Wasser dazu bekommen. Also aus meiner fürchterlichen Zeichnung ist doch etwas Schönes entstanden. Leider die Ananas ist komplett verloren gegangen im Prozess, aber das ist halb so schlimm. Auf jeden Fall, ich bin der Meinung,
diese Funktion Co-Creator ist sehr angewiesen auf immer den Prompt noch, aber man kann quasi so ein bisschen vorgeben, hey, wo will ich was haben. Ich will hier Pizza haben, ich will hier mein Glas Wasser haben und ja, let's go. Wir können hier noch schnell testen, was da der Slider bewirkt. Okay, unsere Ananas ist wieder auf dem Bild da. Wir haben die Ananas aufs Bild gebracht mit mehr Kreativität. Mal schnell schauen, was sonst noch passiert. Okay. Okay, sehr schön, sehr schön. Sehr speziell, sehr speziell. So, wir gehen mal aus dem Paint raus. Wir haben uns Co-Creator angeschaut. Wir müssen es nicht speichern. Ich glaube, das Bild wird mich in den Träumen verfolgen. Wir gehen uns anschauen, was die Live-Untertitelfunktion ist. Man kann die, soweit ich weiss, hier einschalten. Und zwar hier, Live-Untertitel. Und ja, fortfahren bitte. Bereits zum Anzeigen von Live-Untertiteln in Englisch. Okay, schnell in die Optionen hier. Sprache ändern. Ich kann ja scrollen. He? Okay, dann gehen wir hier schnell Deutsch auswählen. Deutsch, Deutschland. Live-Untertitel können nicht nach Deutsch Deutschland übersetzt werden. Sie können Untertitel allerdings in Deutsch anzeigen, wenn der Ton auf Deutsch ist. Dann machen wir doch das mal schauen, wie gut dass er das kann. Wir laden uns noch schnell das Paket, aber für Deutsch. Okay, ich glaube, er hat es runtergeladen. Und er versucht jetzt mit Schweizerdeutsch tatsächlich als deutschen Text darzustellen. Das ist auch sehr interessant, was er da genau mit dem macht. Aber wenn ich jetzt Hochdeutsch rede, sollte er eigentlich verstehen, was ich sage. Und das scheint sehr gut zu klappen. Okay, aber das ist natürlich noch nicht die Idee. Wir nehmen das da mal wieder raus. Wir spielen mal irgendein Video ab. Haben wir irgendein Video? Jetzt ist das ein bisschen im Weg da. Ich das mal schnell umpositionieren. So, ich habe jetzt hier ein Video gefunden von uns tatsächlich. Das ist in Französisch. Und jetzt werde ich nämlich genau mal schnell testen, ob ich da auf Französisch kann. Französisch Frankreich. Die Übersetzung funktioniert wahrscheinlich nur auf Englisch. Wir probieren jetzt das mal schnell, ob das klappt. Avec un EasyRack d'APC, vous êtes équipé de manière professionnelle. Sauf si vous ne l'utilisez pas de manière professionnelle. Braque.ch et APC, une marque de Schneider Electric, vous assiste volontiers dans le choix et l'utilisation professionnelle de votre EasyRack. Okay. Robuste, Es hat ein paar Schalen drin, aber flexible, easy. das kann man nicht wissen. APC, l'armoire réseau faite pour vous. Okay. Auf jeden Fall, die Übersetzung auf Englisch scheint zu funktionieren, aber ich finde es halt mega schade. Ich finde es halt wirklich mega schade, dass man jetzt das im Deutschen nicht nutzen kann. Ich probiere es jetzt gleich nochmal schnell, aber ich glaube, das geht wirklich nicht. Et vous êtes équipé de manière professionnelle. Sauf si vous ne l'utilisez pas de manière professionnelle. Okay, ja, mit dem kann er nicht anfangen. Man kann höchstens die Sprache ändern auf Französisch. Dann bekommen wir es angezeigt in Französisch. Französisch Frankreich. Und spielen das nochmal schnell ab. Avec un EasyRack d'APC, vous êtes équipé de manière professionnelle. Sauf si vous ne l'utilisez pas de manière professionnelle. Okay, das scheint gut zu funktionieren, aber leider wirklich schade, dass man die Übersetzungsfunktionen nutzen kann, respektive, dass die anscheinend nur auf Englisch geht oder unter anderem Englisch, aber auch nicht Deutsch.
Gut, was können wir noch testen? Gehen wir schnell schauen. Wir haben Co-Creator angeschaut, wir haben Live-Untertitel angeschaut. Windows Studio Effekt ist das letzte, das wir noch anschauen können. Und da geht es vor allem um die Kamera. Da wir auch schnell die Kamera-App aufmachen. Und dann sollte ich da drauf sein. Let's go. Jetzt seht ihr auch die Qualität der Kamera. Ist natürlich nicht im Vergleich zu der Kamera, die ich hier habe. Aber hey, es ist ein Notebook-Webcam. Und jetzt schauen wir mal schnell, wie wir das Bild verbessern können mit diesen KI-Funktionen, die wir hier haben. Ich mache das mal schnell gross. Und es ist interessant, automatischer Rahmen. Das würde eigentlich heissen, dass es mitfährt. Aber sieht jetzt nicht so aus. Oder müsste ich weiter weg? Ah! Okay, automatischer Rahmen. Scheint zu funktionieren. So halbwegs. Okay, jetzt macht es etwas. Es macht etwas. Also es schaut immer, dass endlich das Gesicht im Rahmen innen ist. Ich habe jetzt hier nicht allzu weit weg. Aber endlich müsste er jetzt... Okay, er braucht einen schnellen Moment. Aber es scheint zu funktionieren. Let's go. Nehmen wir das hier schnell raus. Porträtlicht. Das ist interessant. Was macht echt das? Ich sehe keinen Unterschied. Porträtlicht. Also, ja, also ganz minimal macht es etwas. Ganz minimal. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das gute Lichtverhältnis habe. Ich schaue mal schnell, ob ich irgendetwas machen kann. Okay, es macht mich ein bisschen heller tatsächlich. Vielleicht habe ich einfach jetzt da mit meinem Setup schon eine gute Belichtung, dass er nicht viel machen muss. Aber was ganz sicher spannend ist, ist die Funktion Blickkontakt. Das tut nämlich die Augen theoretisch korrigieren. Ist jetzt noch schwierig für mich, gleichzeitig zu schauen, was er macht. Aber okay, man sieht, wenn ich es ein- und ausschalte, macht er irgendwie minimal etwas mit meinen Augen. Aber ich glaube, mit Teleprompter, da sieht man es besser, als er eine Veränderung macht. Das ist das Original. Ich schaue immer an den gleichen Ort. Das ist Korrektur. Also es sieht jetzt so aus, als würde ich hier immer in die Kamera hineinschauen. Wenn ich aber zu fest wegschaue, dann macht er es nicht mehr. Okay, es ist mega verwirrend. Aber auf jeden Fall, es tut quasi den Blickkontakt mit der Kamera simulieren per KI. Und ja, es sieht, für mich sieht es irgendwie ein bisschen speziell aus. Fast ein bisschen creepy. Vor allem kommt es und geht. Aber was jetzt Standardmodus genau... Okay, Standardmodus tut wirklich ein bisschen dezenter korrigieren. Ich nehme das mal wieder raus. Wir haben Hintergrundeffekt, okay? Hintergrund-Weichzeichner, man kennt das auch schon von anderen Tools, zum Beispiel Microsoft Teams hat ja das auch so ähnlich. Aber wir können hier auch jetzt Porträt-Weichzeichner machen. Es ist, wie gut macht er es? Er macht es nicht schlecht. Ja, da sieht man, da kommt es und geht, wenn ich da natürlich mit der Hand drüber gehe. Aber wir haben wie 2 Stufen. Standard-Weichzeichner ist das. Porträt ist nicht so fest. Aber ja. Für die es brauchen, ja, wieso nicht? Kreativfilter, das ist interessant. Wir haben hier illustriert. Sieht vom Stil her noch sehr spannend aus. Alles mit KI berechnet. Jetzt nimmt es mich gerade schnell Wunder. Ich gehe da mal schnell in die Ansicht hier, in Task Manager, und da sehen wir jetzt tatsächlich, wenn wir so Sachen machen, geht das über die NPU. Wir sehen also hier die Auslastung von diesen KI-Funktionen auf dieser dedizierten Hardware, sprich im NPU, wo jetzt hier ausschlägt und sichtbar ist. Wir gehen hier nochmal schauen, was können wir noch machen. Aquarell. Okay, auch sehr speziell. Und animiert. Das ist so ein bisschen
Okay, das sieht sehr interessant aus. Also wir haben hier effektiv 3 verschiedene Sachen illustriert, Aquarell und animiert. Und das sind auch schon die Filter, die wir bekommen, die Kreativfilter, nebst den Funktionen, die wir jetzt hier angeschaut haben. Und das wären die Windows Studio Effekte vom Copilot Plus AI-Paket bei Windows 11. Genau, und das sind auch schon die Hauptfunktionen, die Copilot Plus auf Windows 11 mit sich bringt. Tatsächlich die interessanteste Funktion, die wäre Recall. Die gibt es leider noch nicht, respektive erscheint die Funktion erst noch. Das wäre jetzt noch mega spannend gewesen, was man dort machen kann. Und das wäre ganz sicher auch etwas, was hilfreich ist, was ich als hilfreich sehe. Und alles andere, da wir jetzt so ein bisschen angeschaut haben, Co-Creator, das ist eine nette Spielerei, aber ich habe das Gefühl, nach einmal probieren, sehe ich jetzt nicht unbedingt einen Verwendungszweck jetzt für mich. Vielleicht ist das bei anderen anders. Live-Untertitel wären interessant, wenn es dann auch eine Übersetzung gibt nach Deutsch, was aktuell auch nicht der Fall ist. Und auch Windows Studio Effekt, das ist eine nette Spielerei für die Webcam, aber jetzt auch keine Allerweltsfunktion. Fazit zum Medion Supercharged 14S1 Elite. Ich finde es wirklich ein geiles Gerät. Mich überzeugt vor allem die Akkuleistung von dem Gerät und natürlich auch die effiziente CPU, also der effiziente Prozessor. Und es ist gut verarbeitet, es ist mega schön. Touchpad, wie gesagt, hat so die eine Schwäche meiner Meinung nach, dass sie die Geräusche macht beim Tippen, aber das ist nicht wirklich so schlimm. Was ich persönlich auch sehr nice finde, ist der Schalter, wo man die Webcam ein- und ausschalten kann. Da bin ich absolut Fan davon. Es ist nicht unbedingt ein Gaming-Notebook, das finde ich ein bisschen schade, aber da ist das Gerät auch nicht schuld, da ist Medion nicht schuld. Das liegt daran, dass halt die meisten Games noch nicht ausgelegt sind auf die ARM-Architektur. Und je mehr Optimierungen als da noch passieren, desto mehr Games kann man dann auf dem Gerät spielen. Und solange es nicht irgendwie gerade ein grafisch super anspruchsvolles Game ist, würde ich behaupten, läuft das auch recht gut auf dem Gerät. Produktive Arbeit auf dem Gerät. In meinem Fall habe ich jetzt Adobe Premiere Pro getestet. Das hat sehr gut funktioniert, sehe ich wirklich null Problem. Und ich bin der Meinung, das ist auch ein super Gerät zum unterwegs, vielleicht auch mal ein Video schneiden und so weiter. Und was ich wirklich auch sehr gut finde, ist das Display. Es ist ein helles Display, gute Farbwiedergabe. Das gefällt mir sehr gut. Was ich jetzt nicht so berauschend gefunden habe an diesem Test, sind tatsächlich die KI-Funktionen. Das Gerät ist mit Copilot Plus angeschrieben. Wir haben eine Copilot-Taste auf der Tastatur. Aber ich weiss jetzt nicht, wie häufig ich jetzt diese Taste brauchen würde, weil schlussendlich geht einfach das Copilot-App auf, wo man Fragen stellen kann. Ja, man kann sich ein paar Bilder generieren, man kann sich mal einen Song generieren. Aber man kann natürlich gerade so gut auch Chat-GPT-Funktionen nutzen. Copilot geht schlussendlich auch über Cloud, also es ist nicht etwas, das lokal berechnet wird. Und ja, es ist nice to have, auf jeden Fall, aber es ist für mich jetzt nicht eines der Hauptargumente, wieso ich mir das Gerät kaufen. Und leider ist halt das Recall-Feature noch nicht verfügbar in dem Copilot Plus AI-Paket. Und das wäre wirklich so ein Feature, das finde ich mega interessant. Und das könnte tatsächlich etwas sein, wo mir im Alltag mega helfen würde. Aber wie gesagt, abgesehen davon ist es ein super Gerät. Was ich unbedingt noch schnell erwähnen bei dem Gerät, das ich bekomme, das ist ein Test- respektive Pressesample, sind Y- und Z-Tasten vertauscht. Also wenn euch das aufgefallen ist im Video, das ist nur bei mir der Fall. Also bei diesen Geräten, die ihr bestellen könnt, die werden ausgeliefert mit dem korrekten Layout, also Schweizer Layout, und oben das Z und unten das Y, nicht so wie bei mir. Wie immer hoffe ich, dass euch der Tech Talk gefallen hat. Ich hoffe, dass ihr etwas mitnehmen könnt. Ich hoffe, dass Fragen zum Produkt vielleicht auch jetzt beantwortet worden sind. Ihr habt einen kleinen Einblick bekommen in die Copilot-Funktionen. Wenn ihr Fragen habt, dann stellt die doch unten in den Kommentaren. Dann versuchen wir oder auch ich, die zu beantworten. Merci, dass ihr mitgeschaut habt und wir sehen uns beim nächsten Troy's Tech Talk. Macht's gut, bye bye.